Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig. So, wie in der letzten Episode versprochen. Da ist... Ah ne, das ist die Tür nur. Okay, sprechen wir doch mal mit Cat. That's twice you've stepped on my toes, Detective. Yeah. Try not to make a habit of it. Ja, ist ja I've got gut, a lot Mädel. of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? Noch deine komische Texture gucke ich gerade. Ich bin nicht hier, um Ihnen Probleme zu machen. Ich muss die Gemälde für einen Käufer überprüfen. Anderes Gemälde. Das geht sie nichts an. Okay, machen wir mal Redegewandtheit. I have a well-off client in Boston who heard about the death of Francis Sanders and wanted me to size up his estate before making an offer to his widow. Nice story. Bad lie. Learn how to dupe, Detective. But as long as you keep out of my way, you're free to carry on with your visit. Ist ja gut. Was machst denn du da? And you? What brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Okay. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network and a means of transport to the mainland. Ja, A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? genau. Ja, also Irene möchte die Gemälde rausschmuggeln. Sie möchte sie loswerden. Cat macht wahrscheinlich Wucherpreise. Und verdient sich dann eine goldene Nase, indem sie die Sammelobjekte für sehr viel Geld wegmacht und für sehr viel Profit für Not sich. now, sweetheart. I'd like to read this without some snoop looking over my shoulder. Ist ja gut. Okay, na dann. Haben wir jetzt einen Schlüssel auch noch gekriegt in der letzten Episode? Guck mal, da rein. Natürlich nicht. War ja logisch. Und hier? Natürlich. Okay, dann bleibt uns ja eigentlich nur noch die der zur Galerie. Genau, die war 8 zu. Ich befürchte, wir müssen tatsächlich jetzt zum Schlurfer, zum Shambler, zum Ekelvieh. Ich befürchte nämlich tatsächlich, dass der wirklich noch in einem Gemälde lebt. Na gut, komm. Bleibt ja nichts anderes übrig. Hätten wir in Stärke versagt, hätten wir es wahrscheinlich aufknacken müssen. Okay, hier wird auch noch gespeichert. Machen wir mal zu, es geht die überhaupt nichts an. Okay, gucken wir uns doch mal die Sammlung an. Ach du liebe Zeit. Äußerst verstörender Sphingen. Mit Totekopf. Und sonst relativ, ja, sphinxartig. Wobei der Schwanz sieht eher wie bei einer Chimera noch einer Schlange aus. Das ist wieder das Bild von einem Lost Tribe, was wir kennen. Ja, wunderschön. So. Das sieht ja ganz bezaubernd aus. Also auf Fernrohr haben wir da einen Dolch. Diverse Münze. Okay. Ja. Wohlgeformte Brust hat er auch noch. Der auch? Ja, natürlich. Okay, was ist das da? Oh. Okay, irgendeine ganz garstige Maske, irgendein Dolch mal wieder. Und eine Vase. Reizend. Oh, ist das wieder Cthulhu mit Jesuskind? Alter, das ist so ekelhaft. Und hier? Ach, wieder... Okay, da sind aber auch noch diverse Käfer drin. Und mal wieder ein Dolch. Okay. Ach, natürlich mal wieder so wunderschöne Sarah Hawkins Gemälde. Ja, also wer so Dinger malt, da muss man sich nicht wundern, dass der Verstand als angezweifelt angesehen wird. These artifacts date from pre-Columbian times. Ich denke, das ist sogar noch vor Zeiten die menschliche Besiedlung hier weismachen. Ne? Also bei H.P. Lovecraft ist es ja immer so, dass es natürlich nur noch Menschen in einer Phase geworden, als sie noch die alte Götter oder die große Alte gebetet haben. Ne? Und das ist dann meistens schon wirklich vorprähistorisch eigentlich.
Oder im prähistorischen Kontext. Na gut, ich möchte jetzt auch nicht so viel Öl verschwenden. Was ist denn das? Ach, es ist so ein Innsmouth Fischmenschenbüste. Okay, also der hat so ziemlich alles H.P. Lovecraft-mäßige gesammelt. Wahrscheinlich auch viel aus Arkham. Dieser fiktive H.P. Lovecraft-Stadt, genauso wie Innsmouth, wo die Bewohner zu diesen großen Alten aus dem Meer beten und im Laufe ihres Lebens zu solche Fisch-Frosch-Menschen werden und dann irgendwann ins Wasser gehen, um dort ewig zu leben. Ganz, ganz skurril. Was ist denn das hier noch? Alter Falter. Ja, also irgendwie, alles, was man da findet, ist nicht gerade lebensbejahend, was er hier alles gesammelt hat. Auch wieder dieser verlorene Stamm. Was steht denn da drauf? Daniel and the Lion's Den, also Daniel in der Löwengrube. R.U. Pickman. Das ist dann ein biblisches Motiv eigentlich. Daniel in der Löwengrube. Was ist das da? Sauls Konvertierung. Ja, das kann ich jetzt so zwar nicht erkennen. Public entrance to the gallery. Wie der Saulus zum Paulus wird, kann ich auf dem Gemälde jetzt nicht unbedingt erkennen. Was, jetzt, wo ich auch sehe, dass da auch wirklich was drauf steht. Return of the Ark to Bet-Shemesh. Okay, also die Arche, die noch Bet-Shemesh zurückkehrt. Das ist klar. Was ist da? Das hat natürlich keinen Titel. Widerling bei Nacht. Das dort auch keinen Titel. Mhm. Reizend. Ja, ich muss schon sagen. Ganz reizend. Die Froschkopfbüste hat natürlich auch keinen Titel. Das Ding selbstverständlich auch nicht. Versteht sich ja von selber hier, ne? Das auch nicht. Also ein paar Dinger, ein paar biblische Szenen scheinen hier auch noch mit drauf zu sein. Wobei ich hier allerdings keinerlei Bibelrelevanz sehen kann. Das ist wohl eher sehr impressionistisch. Alter! Frau mit Missgestaltung. Bär, der sich einen Lachs reißt oder was? Oder der einen kleinen Bär reißt. Toll. Ja, super Kunstsammlung hat er da. Ah, jetzt ist mein Lampeöl wieder aufgefüllt. Okay, alter Mann mit Missbildung. Ja, reizend. Ganz reizend. Rievenase-Mann mit Armmissbildung. Oh. Slanesh-Dämonette von Games Workshop. Was? Also ohne Scheiß. Alter. Entschuldigung, Slanesh-Dämonette mit Hasenscharte. Ah ne, das sind einfach nur Nasenlöcher. Widerlich. Ich habe immer auch das Gefühl, dass irgendein Vieh gleich hinter mir stehen könnte. Ein Trinkhorn. Wieder irgendein Dolch. Ja. Kreischender Klicker von The Last of Us und nochmal kreischender Klicker. Alter. Einmal in Sepia und einmal in tolle Farbe. Nur. Ja, da kommt der Engländer durch, wenn er doch kein Ami wäre, ne? Mann. Ja, das hat man schon. Trinkhorn und so. Hier Armreife, wieder ein Dolch. Also mit Ritualdolche scheint das zu haben. Oder gehabt zu haben. Ah, der Herr Aderbacker. Nett. Ja, so kleine Sense. Mal wieder sehr verstörende Chimäras. Ah ja, das sind die auch noch in groß. Großartig. Was ist hier? Wieder die Maske, wieder so ein Dolch. Why was he so interested in old weapons? Weil das kann. Ah, da ist ja dieses Schutzsymbol drauf. Okay, cool. Und da ist wieder... Was ist dann das zur Hölle? Irgendein Käfer oder was? Bronzedarstellung von einem Käfer. Und nochmal ein anscheinend... Ja, präparierte Käfer in Natura. Okay, da steckt irgendwas drunter. Das scheint wohl mit dem Fels verbacken zu sein. Und da unten drunter ist eigentlich ein altes Artefakt. Das müssten wir mal restaurieren. Genauso wie das hier.
Und da ist auch nochmal ein Dolch und diverse Steintafeln sind hier auch nochmal. Alle hopp. Ja, erst 10 Minuten rum. Schade. Ich habe eigentlich gehofft, ich könnte hier nochmal einen Cut machen. Mhm. Löwe mit Tentakelbart. Reizend. Wo findet man sowas? The man transformed Okay, the er rennt entire nur. wing of his manor into an art gallery. Das scheint so, ja. Ein ganzer Wohnflügel umgestaltet zur Galerie. Alter, ist das verstörend. Nochmal das Ende von deiner Maske in ganz groß. Da ist der Shambler. Ja, zu dem möchte ich eigentlich noch nicht. Irgendeine Dämonenfigur wieder. Das. Ja. Ich bin jetzt auch nicht in christlicher und hebräischer Dämonologie wirklich stark bewandert. Da habe ich eigentlich nur rudimentäre Kenntnisse, sofern man das überhaupt so nennen kann, in christlicher und dämonischer Dämonologie. Christlicher, und habe ich eben hebräisch oder dämonischer gesagt? Also, um Himmels Willen, weil jeden, der jüdischen Glaubens ist, bitte nicht als Beleidigung sehe. Also ich habe nur in christlicher und hebräischer Dämonologie einigermaßen rudimentäre Kenntnisse. Das erinnert mich tatsächlich an was Römisches. Und zwar hieß es Junge mit Gans. Na, ganz offensichtlich. Und zwar spielt du dann auch ein Kind, indem es eine Gans aber nicht erwürgt, sondern indem es etwas weiter unten am Hals die Gans an sich drückt. Und es hat natürlich auch blutverschmierte Haare, also und weint auch Blut und macht die Gans auch nicht kaputt. Aber das erinnert mich tatsächlich an ein römisches Stück. Da bin ich dann mit der klassischen Archäologie schon mit sowas in Berührung gekommen. Also durch die klassische Archäologie. Aha, Körperwelten gibt's ja auch. Mhm. Da hat er was von einem holländischen Künstler wahrscheinlich geholt, ne? Ich weiß jetzt noch leider nicht mehr, wie der hieß, der, ich glaube zumindest, dass es ein Holländer ist, der diese Körperweltenausstellung macht. Ganz bekannt eigentlich, aber leider fällt es mir gerade nicht mehr ein, wie der gute Mann heißt. Da kann ich auch wieder ein bisschen mal Öl auffüllen. Tja. Hier ist auch noch so wunderschönes Gemälde. The public entrance to the gallery. Ja, okay, rauskommen wir hier nicht. Na gut, ich hab die Befürchtung, dass diese Dolche hier eine Rolle spielen. Und dass ich womöglich den Dolch brauche, womit, wo dieses Symbol eingraviert ist. Ich muss gerade mal gucken, da müsste ich dann hingehen, falls es wirklich ernst wird und es so ist, wie ich es befürchtet habe, weil irgendwie ist es hier so ein bisschen Captain Obvious mäßig. Da ist überall das Symbol, oder? Da ist das drauf. Ist es hier auch drauf, das Symbol? Ich möchte es nur gerade mal checken. Nee. Hier ist das Symbol auch nicht drauf. Okay, dann ist das Symbol, das Schutzsymbol, nur bei dem da hinten drauf, ne? Genau. Okay, also nur damit ich mir das mal in Gedanken rufe, da muss ich dann hier. Möglicherweise, weil irgendwie ist das Ganze wahrscheinlich schon auffällig. Ich könnte darauf wetten, dass der jetzt rausgeschlurft kommt und wir dann mit so einem Ritualdolch wieder verbannen müssen. Das wäre dann der da hinten. Na gut, komm. Wobei ich hier wahrscheinlich auf so wenig Lichtquelle wie möglich zurückgreifen würde. Okay. Auch noch schön mit 4 Kerzen davor. Naja, bleibt uns nichts anderes übrig. Ich rechne mit dem Schlimmsten. Natürlich, es war so klar. Ich hab's in der letzten Episode schon gesagt. Der ist noch drin in dem Gemälde. Bitte lass es kein Sterne-Vampir sein. Nee, aber es ist kein Sterne-Vampir. Ihhh. Trotzdem ein ziemlich verstörendes Wesen.
Scheiße. Ach du Scheiße. 2 Charakterpunkte habe ich noch gekriegt. Den Schlurfer untersuchen wir mal. Ja, das ist wohl Sarah Hawkins nächtlicher Besucher. Nein! Verpiss dich! Verpiss dich! Renn doch! Renn doch, du Knetus Koppus! Das war's, oder? Nein! Okay. You've been shambled. Scheiße. Okay. Okay, das können wir überspringen. Wir wissen jetzt, was Sache ist. What the hell was that? Ich habe das Gefühl, dass er jetzt auch ein bisschen traumatisiert ist. Kann das sein? Gerade mal bei Pierce reingucke. Ich habe nämlich das Gefühl, ja, Verstand erschüttert immer noch. Ah, Malloys Bestiarium ist dafür verantwortlich. Bei der Erforschung der namenlosen Buchhandlung las Pierce eine uralte Abhandlung des Malloys Bestiarium. Das Bestiarium führt zahlreiche Kreaturen aus der Welt des Okkulten oder aus Paralleluniversen auf. Die Natur des in diesem Buch enthaltenen Wissens macht es zu einer unheiligen Schrift. Beim Lesen verlor Pierce einen Teil seines Verstandes. Na super. Lass mich in Ruhe! In der Schäm dich, Schrank, schnell! Wo ist es? Boah, das ist ach duscht da wie ein Ratterarsch hier drin. Schnell, bevor er vollkommen wahnsinnig wird. Ganz langsam. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Vieh steckt. Schnell, schlag das Ding ein. This dagger looks different. Benutze es, benutze es, benutze es! Und bitte, bitte. What's the matter with you? Alter. Da habe ich wohl doch richtig gelecker. Trophäe erhalten in Kupfer aus dem You sure you won't be Jenseits. needing that hand? You're losing it, Detective. Und Trophäe erhalten At in this Silber. rate, Das you're Ding right. auf der Schwelle. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Bissl, ja. Also, alter Falter, ich hab wohl recht gehabt oder mit, dass der rauskommt. Und gut, dass ich mal die Dolche vorher angeguckt habe, wo ich das Schutzzeichen drauf gesehen habe. Das war nämlich exakt das, womit Sanders sich in der Anstalt geschützt hat. Vorm Shambler, und als er dann von den Schutzzeichen weg war, hat er dann gekriegt. Puh, gut, dass ich mitdenke. Also manchmal habe ich es ein bisschen drauf mitzudenken. In manche Gelegenheiten dann auch nicht. Nein, ich habe einfach zu tief ins Glas geschaut. Das Gemälde war verflucht. Ich wurde angegriffen von einer Kreatur. Probieren wir es mal mit Okkultismus. Sanders was right. This painting is cursed. What are you talking about? I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too. Okay. Sagt sie das nur, um mich zu beruhigen? Also von wegen, ja, mit Wahnsinnigen soll man immer ruhig sprechen? Oder glaubt sie das wirklich? Haben sie nichts gehört? Sie wussten vom Monster? Ihnen ist sicher mein Arm aufgefallen. You knew. You knew about the beast. What are you talking about? Think yourself lucky that I saved your hand, even if it was to save my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. Ja. You should talk to Algernon Drake.
He's an antique dealer here on Darkwater. Ach, den kennen wir doch von He'll Anfang tell aus you der all Bar. about it. Den kennen From wir what doch I aus der saw in the Bar. ledgers, it was him who sold it to Sanders. Okay. Das war der Wunderling, der am Anfang im gestrandeten Waldo mehr oder weniger mit sich selber gerettet hat, Algernon Drake. So geben wir diese Info kostenlos. Ich sollte wirklich mit diesem Drake sprechen. Gehen wir mal nicht näher drauf ein, dass die mir Info umsonst gegeben hat. This symbol on the dagger, it was all over Sanders' genau. cell. It's what protected him. It's Richtig. what protected me, too. If Hawkins was trying to get rid of this shambler, she might have made contact with Drake. This antique dealer has a good knowledge of the occult. I have nothing to lose by meeting him. You've got your spunk back. Go where you want. I'm staying here to talk business with Irene. Mach das mal. Ja, die hat schon genug durchgemacht, die arme Frau. Lassen wir mal besser in Ruhe. Die namenlose Buchhandlung, Kapitel 7. Der Schlurfer erwies sich als viel mehr als nur ein von Sarah Hawkins gemaltes Kunstwerk. Eine riesige Kreatur entstieg dem Gemälde, um Pierce anzugreifen. Nach einem erbitterten Kampf schaffte es der Detektiv, das Monster wieder in das Gemälde zu verbannen. Später entdeckte er, dass er von ihm im Kampf benutzte Dolch von Algernon Drake, dem Besitzer der namenlosen Buchhandlung, an Sanders verkauft wurde. Pierce beschließt, dem Laden einen Besuch abzustatten. Okay. Da gehen wir noch Reihe, machen eventuell noch die Anfangssequenz und dann wartet eigentlich auch schon der Cut wieder auf uns. Oh, nett, mit Blut auch noch an der Scheibe. Ganz großartig. Und uff ist ach, super Zeichen. Na, ganz wunderbar. Okay, das war die Einführungssequenz. Spiel ist auch gespeichert. Where is the bookseller? Und das fragen wir uns in der nächsten Episode von Let's Play Call of Cthulhu. Wo ist der Buchhändler? Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Das war heute ganz schönes Gekämpfe mit dem Shambler, aber manchmal habe ich meinen Verstand auch mal eingeschaltet und kann logische Rückschlüsse ziehen. War nicht allzu schwer, aber wow, war das so urangenehm, oder? Richtig urangenehmes Feeling mit diesem Shambler, vor allem weil man immer das Gefühl gehabt hat, trotz dass der Kaare gehabt hat, zieht er und merkt er ihm. Also das war richtig urangenehm. Geiles Spiel, geile Atmosphäre. Wir sehen uns dann übermorgen wieder. Jetzt scheint das Spiel mal so richtig aufzudrehen, auch mit Scares und so, Jumpscares und mit unheimlicher Monsterstimmung. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder, wenn es weitergeht bei Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig. Ayan Yankee.